glaube, es ist keine Übertreibung, wenn ich sage, dass von der langen Liste von Weltmeistern, für denen ich die strategische Rubrik kommentiert habe, Petrosyan am besten ist, um Strategie zu erklären. Natürlich werden Sie auf dieser DVD auch schöne Kombinationen und Endspiele von Petrosyan, auch interessante Eröffnungen. Aber ich denke, dass Petrosyan hauptsächlich ein positioneller, strategischer Spieler war. Sein Spiel war irgendwie statisch und sehr, sehr sicher, ohne gefahrlos. Und wenn ich resümieren würde, was ich weiter erklärt habe, würde ich diese Elementen erwähnen. Erstens, viele von Ihnen wissen das noch schon, sehr typisch, am typischsten für Petrosyan und am berühmtesten sind die Qualitätsopfer. Ja, Petrosyan hat sehr viel Mal und ganz erfolgreich die Qualität geopfert. Und das kann man leicht erklären, wenn die Stellung unklar ist. Unklar, das heißt, ob es dynamisch oder statisch wird, ist natürlich, dass die Türme für die Dynamik spielen. Sie sind aktive Figuren, die weitsichtige Figuren. Also wenn man eine Leichtfigur auf ein gutes Feld stellt und dabei noch eine bewegliche Bauernkette bekommt, dann kann das die statische Elemente der Stellung favorisieren für Petrosyan natürlich. Und das hat er viele Mal gemacht. So hat er unklare Positionen statisch gemacht. Er hat einfach die Qualität geopfert und ganz schöne Kompensationen bekommen. Es gibt auch einige psychologische Momente, darüber habe ich auch gesprochen. Aber das ist nur ein Teil der Hauptstil Petrosyans. Botvinnik hat ganz gut erklärt, dass Petrosyan solch eine Art hatte, seine Figur auf starke Felder zu stellen, wo sie nicht angegriffen sein können und wovon sie die Stellung dominieren. Also verstehen wir, dass die Qualitätsopfer, das ist nur eine Methode, das zu erreichen. Man kann manchmal auch durch einfaches Spiel das erreichen. Und auch Botvinnik hat auch erwähnt, dass Petrosyan solch ein Talent hatte wie niemand anderer, zu verstehen, welche von seinen Figuren nicht gut steht und ihre Stellung zu verbessern. Also das alles geht so zusammen. Die Figuren streben langsam, allmählich auf die beste Felder. Und natürlich als strategischer Spieler war Petrosyan ganz stark in Stellungen mit blockiertes Zentrum, die für die Königsindisch typisch sind. Und es ist doch wichtig zu verstehen, dass Strategie und Taktik und Dynamik sollen doch zusammengehen, in enge Verbindung gehen. Und in der Partie mit geschlossenem Zentrum, die ich für diese DVD gewählt habe, können wir sehen, dass in der ersten Phase Petrosyan alles von statischem Standpunkt ganz korrekt gemacht hat. Und dann hat er schon dynamisches Spiel eingeleitet, denn er hatte die bessere Entwicklung und also
man kann sagen, dass er auch recht komplett war als Spieler. Obwohl, wie gesagt, ich glaube, dass er hauptsächlich ein strategischer Spieler war. Subjektiv jetzt. Als ich zuerst über Petrosyan gehört habe, das war vor langer Zeit, dachte ich, er wäre ein langweiliger Spieler. Aber nachdem ich einige von seinen Partien gesehen habe, ist mein Eindruck, dass seine Partien, obwohl so statisch und langsam sind, dass sie so schön, so flüssig gehen. Das ist solch eine Harmonie, eine Logik. Und ich habe versucht, das auch hier zu erklären. Und ich hoffe, dass diese Partien Ihnen auch gefallen werden.